Wir Greng engagieren uns wirklich, dass den Fairtrade-Handel auch an der nächsten Legislaturperiode mehr konsequent durchgesetzt wird. Erstens muss man noch gucken, dass Due Diligence Direktiv umgesetzt wird. Dass man auch daran halten muss, eine Deforestation-Direktiv gestimmt, und noch eine Direktiv gestimmt gegen den Travail forcé. Lo müssen die auch respektiert gehen. Zweitens will man aber auch, dass alles, was auf europäischem Niveau von Produkten, von Pestiziden verboten ist, auch außerhalb von der EU muss verboten sein. Es kann nicht sein, dass man Pestiziden, die an Europa, an ernst chemische Produkte an Europa verboten sind, dass man die weiterhin exportieren. Auch sind ich ganz froh, dass man auf europäischem Niveau ein Salärminimum angefordert haben. Aber ich fand da ein bisschen hypokritisch, wenn man kein Problem da haben oder verschiedene Unternehmen da hätten, auf billige Arbeitskräfte außerhalb der EU zurückzugreifen, wo die Salärminimum weit wäschers respektiert zu gehen. Und dann braucht man aber auch bei öffentlichen Ausschreibungen wirklich, dass Quota respektiert gehen, dass man da ein Minimum von Fairtrade-Handel dabei haben. All diese Punkte sind für uns in Zukunft und noch schon ganz wichtig.